Für uns Merci, Herr Präsident, und noch Merci, dass ich meiner schriftlicher Frohlob mündlich froh umklammen kann. Ja, die freie Zirkulation von den Menschen am Schengen-Raum innerhalb von Europa, die steht seit 1,5 Jahren auf der Probe, wo ganz viele Grenzgänger noch Präsidenten, die in den zwei Seiten von der Sau, also wie von der Muse leben, die müssen all da Konsequenzen davon drohen, und ich kriege das selber mal als bei mir von einer Grenzgemeng. Ja, Gericht, Verwaltungsgericht, die hat ein echt Urteil gefällt, wo sie gesagt hat, das wäre rechtswidrig, was die Grenzkontrollen, die vom März bis September 2025 waren, Kriterien für dauerhaft Grenzkontrollen zu machen, die wären nicht erfüllt. Ich weiß, dass Treffen von den deutschsprachigen Innenministern war, und du hast der Presse entretemps ich Annonce gelesen, dass Grenzkontrollen auf der A64 Richtung Träger dann soll flexibilisiert gehen können. Man so, was das konkret heißt, weil flexibilisiert heißt nicht, dass sie ganz fort sind, aber was heißt das konkret? Ab wenn die soll die Mesure gelten, schon nun auch weiterhin über der Treffen heraus mit den deutschen Autoritäten und den Kollegen in Kontakt wird bleiben, für weiterhin über die Konsequenzen von diesem Urteil zu beraten. Und dann will ich schon noch wissen, wie die Regierung sich auch weiterhin am europäischen Niveau dafür einsetzt, dass so Grenzkontrollen in Zukunft nicht mehr möglich sind. Den EU-Asyl- und Migrationspakt, der steht für die werden wir in den nächsten Wochen noch stimmen. Das geht in die richtige Richtung dafür. Wie wird die erst dann auf dem europäischen Niveau in Zukunft auch dafür einsetzen? So nicht, merci. Merci, Madame Weidert, für den Innenminister. Merci, Herr Präsident. Merci für die zwei Fragen. Ich komme mit ganz guten, frischen Novellen vom Treffen von den deutschsprachigen Innenminister von Busch-Lünster. Das war ein Sujet. Und ich kann euch annoncieren, dass die fixe Grenzkontrollen op der Träger Autobahn abgehoben gehen und durch flexible Kontrollen, wie sie aktuell auf der Schengener Autobahn stattfinden, wo kein Problem mehr als ersatz gehen. Ich will doch an dem Sinn dem Premier Luc Friede, merci so, auch der Premier hat viel Gespräche mit dem Bundeskanzler gefordert, ich habe persönlich viel Gespräche mit dem deutschen Innenminister gefordert. Du weißt, von dem Madeleine diskutiert, partnerschaftlich, freundschaftlich und nicht direkt für ein Gericht klot, da kann ich viel erreichen und darüber sind wir aufrichtig. Das Urteil habe ich zur Kenntnis geholt. Die Motive von den Richtern, von den deutschen Richtern, die du angefordert sind dieselben Argumente, wie wir sie an unserer Reklamation bei der Europäischen Kommission angefordert wird. Die variablen Grenzkontrollen, du musst eine Reihe Bauerbechte gemacht, die fängt ugangs mehr an. Herr Dobrindt konnte mal kein konkreten Datum sagen, aber natürlich so schnell wie möglich, weil hier schafft man ein Plus-Value, auch besonders für die Pendler, die all da plötzlich schaffen kommen, gerne und schnell bei hier Familien kommen. Lützeburg Position darüber als klar, wir sind gegen Grenzkontrollen am Schengen-Raum, wir sind für die Stärkung von der Kontrollen im Außenraum, auf den Außengrenzen. Lützeburg unterstützt das, möchte auch dreht sein Teil dazu bei. Wir beteiligen also Frontex-Missionen, wir applizieren effizient, effikaz all die informatischen Systeme, SIS, System, Entry-Exit-System, viel anderer System, den Austausch von Informationen, von Daten als wichtig für gegen illegale Immigration und auch für gegen organisierte Kriminalität zu gehen. Darüber hinaus habe ich mit Alexander Dobrindt heute annonciert, dass 2 Policen nach Akkord schreiben auf Basis vom Prümervertrag für gemeinsame Patrouille lernst Mosel und Sauer und auch an den Tisch am Kader von der Lüt geht die organisierte Kriminalität an. Wir haben ein Projekt von einem modernen Polizeakkord auf Berlin geschickt und da könnt ihr geschwind eine Delegation hier auf Lützeburg für darüber zu diskutieren. Betreffend froh über den Asylpakt, ich schwätze nicht für das Europaparlament, es sind Member von der großherzoglichen Regierung, wie Staat Madrid tun, sind die nicht gegen den Asyl- und Immigrationspakt, so wie die Conseil verabschiedet wird, aber sie Verschärfungen durchkommen durch rechtspopulistische Parteien am Europaparlament, insbesondere dort an den sogenannten Return Hubs, kein Kanner, auch Kanner erfragen sollten, innerbrüch gehen, Position von Lützeburg war als Wert zu den Return Hubs klar bleiben.
mir si für Return Hubs, aber an schon dat immer gesot, wir sie net fir dat do kannner a Frauen ënnerbrüch gin, an wann dat net ändert, werte mir auch eng Deklaration am Conseil am Lu von der Lützeburger Regierung dazu aufgehen. Merci.